Jo Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück bei Fire Emblem Fates. Die Offenbarung, die immer noch mit uns ist, hoffentlich, denn wir haben heute natürlich wieder mal einiges vor. Angefangen mit, naja, Lilith zu füttern. Wie gewohnt, und dann noch ein paar Gespräche, hier und da, ein paar Vorbereitungen und dann standen wir endlich Ende mit dem ersten Kapitel. Wobei ich denke mal, die Folge wird ein bisschen länger dauern wieder, weil ich habe gerade gesehen, dass wir halt doch noch einiges zu tun haben. Vor allem mit Gesprächen und so weiter und deswegen, ja, denke sicher mal, gebe ich selbst das Part sicher mal dafür drauf und dann, jo, ein bisschen was im neuen Kapitel muss ich schon zeigen. Daher, mal schauen, wie lange es dauert. Der nächste Fight, da wäre ja Kapitel 15, genau, wie ihr seht, wieder ein bisschen trainiert hier, Herausforderungen und so weiter gemacht, und noch Belagerung 1. Drachentor, da habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Und zwar, die ganzen DLCs noch eingekauft. Endlich mal, was vom Vermächtnis ja nie gezeigt habe, ich jetzt hier bei Offenbarung doch endlich war. Ja, sowieso eine Sache, weil, Offenbarung will ich es schon machen, die Dinge zu zeigen. Ja, im Prinzip kann man es ja an jedem Let's Play zeigen und da gibt es dann die Amiibos und so weiter und so fort, aber ich glaube echt, dass vielleicht die Amiibos, dass ich die eventuell auf Herrschaft verschiebe. Dort im Let's Play oder generell, dass halt die Charaktere erst dort ins Team nehmen, weil wir werden hier sowieso mehr als genug Charaktere haben. Und hier in Offenbarung halt alle Kapitel noch zeigen, die es halt so gibt. Also, ja, DLC-mäßig halt bloß in Amiibo-Mission, mal gucken. Halt auf Kosten kann ich noch sagen, ja, nee, nicht auf Kosten der, weil Nebenquests, gibt die auch noch, die mit den Kindern und so weiter, aber die werden sowieso nicht alle machen können, noch niemals, mal zu zeigen und daher, ja, Amiibo ist halt so eine Sache. Muss man schauen, ob ich die jetzt noch eben bei Offenbarung alle reinquetsche oder noch bei Herrschaft noch, je nachdem, wie lange das Let's Play dauern wird. Ja, ein paar Updates noch gemacht und so und ein paar Boni bekommen von euch, generell halt. Ja, von euch geht schlecht, weil wir natürlich den Code nie zeigen, ich trottel. Das wäre noch etwas, was man machen könnte. Ansonsten sieht man da halt bei den Punkten her, und ich da, ja, mit ein bisschen was gesammelt, so halt. Also, Punkte, Kristallen halt, war sie rechts unten schön. Genau, halt durch die Offscreen Herausforderungsmission. Ich frage mich jetzt gerade, dann erhalten, wo zum Henker war jetzt schon wieder, ob hier war. Ah, genau, hier ist die Schlossadresse. Jo. Das wäre mal meine gesamte Schlossadresse. Die müsste, glaube ich, schon seit etwa 3-4 Folgen mittlerweile in der Beschreibung drin stehen in den Parts. Natürlich Ursprünge vergessen, ich Trottel. Naja. Ja, weil ich mir jetzt halt vor allem nach dem Let's Play will ich halt doch mit Offenbarung, also mit diesem Let's Play, halt mit diesem Spielstand, will ich dann halt auch mit euch noch agieren, interagieren, gegen euch antreten, wie auch immer. Und, ja, deswegen ist hier mal die Schlossadresse, aber eben steht ja künftig ja, doch, hat 4-5 Parts in die Videobeschreibung und, ja, wir denken mal auch bei Gelegenheit mal zum Zuge kommen, was man halt alles machen kann. Wie gesagt, für mich eigentlich mehr oder weniger Neuland. Ich weiß, man kann gegeneinander antreten, wie genau, keine Ahnung. Ich weiß, man kann von anderen Geschenke erhalten, okay. Aber alles Weitere müssen wir dann mal angucken. Die Geschenke, verbinden, nicht nötig. Und Boni, Belohnungen, Kampfboni, das sind die ich ja durch euch bekommen kann. Die Boni sind hier, Wegebonus, genau. Alle bereits bekommen, also sprich mal Wege. Wieso verstehe ich nicht ganz, was mit Wege zu tun? Ich dachte ursprünglich, ja, weil Vermächtnis ins Offenbarung, als ich mir angezeigt habe, also sind es 2 Wege. Aber wieso habe ich schon Wege 3? Naja. Kommt halt alles später zum Zuge, Freunde. Den ganzen Kräutern. Ansonsten vom Training her großartig. Was ist da passiert? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht allzu. Doch, ja, ein paar Level-Up-Ups gegeben. Ein paar wenige. Berserker-Axt. Jo, grandiose Power, hohe Trefferquote von der Berserker-Axt. Und dafür 30% der maximalen KP geht verloren. Gut, ja, natürlich relativ viel. Daher gehört natürlich die Axt auch zu eher ganz logisch. Jo. Halt so ein bisschen geguckt, oder? Wenn ich jetzt auch wieder ins Team nehme und so, und wäre gehen eher vielleicht raus. Also Charlotte ist schon eine, die ich gerne ins Team mitnehmen würde. Allein schon Kämpfer nach Berserker, vor allem weiblicher Berserker, der hat glaube ich noch nie. In der ganzen Fire Emblem-Karriere noch nie. Wo kommt eventuell raus, weil man ihre Werte nicht so grandios, wie wir es in Vermächtnis in Erinnerung haben. Zum anderen halt
Wie bereits erwähnt, es sind zu viele Charaktere hier, Freunde. Ich kann gar nicht alle trainieren, alle jeweils mitnehmen. Also trainieren schon, aber nicht alle mitnehmen. Keaton und Kevin halt gerne doch irgendwie noch dabei haben, weil so, ja, uns halt gut ergänzen miteinander. Der Obur vermutlich raus. Silas kommt ziemlich sicher da rein, weil abgesehen von Geschwindigkeit ist er relativ gut dabei. Ja, eben Geschwindigkeit, deswegen natürlich auch Tempofeder. Göttin-Ikone war es auch mal so gedacht. Kann man schon nachher wieder ein bisschen wegnehmen, mal gucken. Ich warte noch ein bisschen auf die Entwicklung ab. Dann entscheide ich mich, ob er da mal Tempofeder macht, was auch sonst. Hayato, mal gucken. Vielleicht bleibt er, vielleicht auch nicht. Bin nicht so überzeugt von ihm. Benny! Jo, Benny oder Effi wäre eine gute Frage. Ich habe mich jetzt doch für Benny entschieden und gegen Effi, und zwar aus dem Grund, weil es ist das erste Mal, dass wir jetzt seit ein Fates halt so einen Ritter, später General haben. Benny hat halt schon mehr Verteidigung und mehr Resistenz als Effi. Ein General muss für mich vor allem standhalten. Klar, Effi ist stärker, okay, aber braucht nicht unbedingt, braucht wirklich jemanden, wo ich sagen kann, auch wenn bei dem die Werte gesenkt werden. Der muss ein Tank sein, der muss ein Tank bleiben. Ja, natürlich haben wir gesagt, Geschwindigkeit wird ständig gedoppelt. Offenbar nicht. So ein General Level 5 kriegt offenbar einen geilen Skill, womit, wir sehen sie dann, ne? Ich habe mal irgendwie so in Herrschaft mal gesehen, dass ein General Level 5 halt eine krasse Fähigkeit bekommt, einen krassen Skill, der uns einiges erleichtern wird. Jo, deswegen halt Benny gegen Effi. Benny hat diesmal gewonnen, Effi halt als Reserve und sonst natürlich bei Herrschaft wieder. Ansonsten Camilla, wie gewöhnlich dabei, Tsubaki eventuell da raus nachher, mal gucken, wie gewohnt. Casey kann bald noch entwickeln, der ist sowieso krass drauf, Sakura das gleiche, Selena, Takumi jetzt mal entwickeln, genau. Arthur, ja, Arthur wäre halt die Alternative. Zu Charlotte will ich aber momentan nicht, Trainer kommt vermutlich auch raus und einfach zu viele Charaktere haben. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Team. Das ist eine Katastrophe, ganz ehrlich. Rausnahme würde sagen, wie Tsubaki machen noch. Vielleicht eine Einheit, egal. Ja, lass uns spazieren gehen. Bist du wieder am Essen? Das kann ja dann der Film auch einfach nie satt. Kann ich stärker werden? Man darüber keine Sorgen. Lalala. Die ganzen Gespräche wieder. Ja, vor allem die Rang C-Gespräche sind doch eher manchmal witzig mitzulesen, andererseits meistens doch eher uninteressant. Jo, wenn halt hier im Hintergrund ein bisschen Gespräche langsam durchkommen und ihr halt auch noch mitlesen könnt, falls wer Interesse hätte. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Ich will hier in Offenbarung demnächst nochmal alle DLCs machen. Abgesehen da vom Heldencover, das ist das mit, ja, Marvel würde ich da sagen, nee. Mit Chrome, Lisa und, weiß den Namen nicht mehr. Sorry, das ist gerade irgendwie... Frederik, genau, Frederik war's. Hat die Charaktere aus Awakening, war, da ist er ganz geil und so, keine Frage. Habe aber bereits bei Vermächtnis gezockt, wer will, kann da gerne nachgucken. Deswegen ist es nicht nötig, das hier nochmal zu machen, zumal es nicht viel bringt. Es ist ein netter Cliffhanger und so, wo man sich fragt, okay, das spielt noch vor Awakening im Prinzip, cool. Wir hatten da zusammengetroffen, okay, aber wie stehen genau halt die beiden Kontinente zueinander? Sind irgendwie Unterschiede von 1000 Jahren, mehr noch, keine Ahnung. Jo, deswegen sich mal alle an DLCs, vor allem die mit dem Geld. Man hat es vorhin gesehen, so oberst, da irgendwie mit dem Bonusgeld oder irgendetwas. Als soll man unglaublich viel Gold bekommen. Grausam viel. Deswegen natürlich immer gut. Ich glaube sogar in Herrschaft, aber mal, doch in Herrschaft, genau. Ist die einzige Möglichkeit überhaupt Geld zu bekommen. Außerhalb der eigentlichen Mission. Weil so Herausforderungsmissionen, ja, da Gold zu bekommen, kannst vergessen. Daher die einzige Variante. Was das wohl? Ich bin's. Hallo, ich bin der Benny. Ah, Benny. Charlotte und Benny. Oh Mann. Jo, deswegen nehmen wir noch alle DLCs, die ich machen will. Amiibo-Missionen eventuell auch, mal gucken. Zumal ich sowieso einen Teil machen kann, weil ich habe zwar die Amiibo von Ike und die von Marv, aber die von Chrome, Chrome gibt's sowieso nicht. Lucine und Robin, ja doch gar nicht. Also insofern könnte ich nur 2 machen. Und da denke ich mir, vielleicht lieber bis auf Herrschaft warten. Eben auch wegen den Charakteren selbst, die kann man doch noch gut gebrauchen, weil dort sicher jede zweite Mission mindestens ein Charakter wegsterben und daher, ja, wäre sicher eine gute Variante. Genau,
Ja, Schlosskämpfe. Das ist eigentlich auch das einzig Neue. Also Schlosskämpfe, ja. Natürlich noch nicht die zum Let's Play, weil das Ganze erst am Anschluss dann machen, aber trotzdem schon mal die Schlossadresse gezeigt. Und eben auch eine Videobeschreibung, damit ihr das auch mal noch so im Hinterkopf haben könnt. Ihr wisst, okay, das ist Schlossadresse Michael. Wer ist da? Wer bist du? Ist das ein Ankos? Ist das? Nein! Tsubaki, Hilfe! Wieso Tsubaki? Wieso nicht Michael? Da sind wir doch. Gut, ich glaube zwar, er ist einfach mal so ein random Typ, aber warum ist der genau gleich maskiert wie der Typ in Kapitel 5, der unsere Mutter getötet hat? Dieser Arsch mit Ohren! Naja. Jo. Das waren eben mal Neuerungen und was er halt auch bei Offenbarung noch machen will, ist das Spiel ziemlich komplett. Also ich werde aber doch versuchen, jedes Pärchen dann zu verkuppeln, was ihnen geht. Also jedes Pärchen natürlich ein bisschen falsch formuliert natürlich. Es geht darum, jedes Männlein mit dem Weiblein zu kreuzen. Nochmal falsch, ich weiß, aber geht eigentlich darum, dass jeder einen Partner hat. So. Damit die auch relativ viele Kindermissionen noch haben, die nicht unbedingt ins Team nehmen, das nicht unbedingt, aber halt für die DLCs noch. Kann es mitunter noch ganz wichtig sein, dass die machen. Und, jo. Als sonst relativ viele Upgrades zu machen, alle Charaktere am Schluss bis aufs Höchstlevel zu haben, zumindest die ins Team kommen. Damit halt Offenbarung doch im Gegensatz zu Vermächtnis nicht nur ein quasi Durchwaschen ist mit dem Nötigsten, sondern doch noch relativ vollständig. Und in dem Spielstand doch noch dafür nutzen für künftige Schlosskämpfe, Interaktionen mit euch. Soweit mal das, was er sagen wollte. Toll, noch ein paar Gespräche. Ich dachte mittlerweile mal durch, wa? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja gut, es ist erst Part 36 in diesem Sinne. Haben wir eigentlich doch noch relativ viel vor. Wir kommen zu Kapitel 15, glaube ich, wa? Wenn man so überlegt, das Spiel, also alle 3 Spiele haben jeweils etwa 27 Kapitel plus Finale noch. Das ist dann mitunter ein bisschen länger, Ich erinnere mich an Kapitel 14, was ganz lange gedauert hat und Kapitel 13, ja. Nee, Moment mal. Doch, 14 war das lang, ja, das letzte. Ja genau, war ja 14. Weil ich auch nochmal neu anfangen musste. Genau, war das Kapitel. Ging für meinen Geschmack ein bisschen sehr lange, obwohl ich es ja am zweiten Mal sogar ohne Kampfanimationen gemacht habe. Naja. Da ist halt die gute Frage, wird das Projekt noch 100 Parts erreichen oder eher weniger? Trotz allem, trotz allen DLCs. Wir werden sehen. Kann da unter Umständen noch ein bisschen dauern. Ja, DLCs kann ich halt dann einbringen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt passt es. Also zum Beispiel das eine mit dem Gold, das machen wir aber relativ schnell mal. Denke ich mal nach dem nächsten Kapitel, dann spiele ich nach Kapitel 15. Weil das mal in Angriff nehmen, weil Gold kann man immer gut gebrauchen. Daher sicher nicht so eine doofe Idee. Die anderen DLCs vermutlich erst dann mal ein bisschen verteilen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir alle Kämpfer haben, die man überhaupt rekrutieren kann. Und das müsste, wenn da die Spoiler stimmen, die ich da gehört habe, müsste es etwa ab Kapitel 18 sein. Also weiß natürlich nicht genau, wer noch alles kommt. Obwohl, ein Teil kann man bereits denken. Aber echt sagen lassen, ab Kapitel 18 sollen Offenbarung keine weiteren Kämpfe mehr folgen. Da haben wir alle zusammen. Dann denke ich mal, haben wir noch so etwa 8 Kapitel, oder wo man sich noch überlegen kann, ja, wer kommt mit, wen will ich trainieren, wen nehme ich welche Mission mit, etc. etc. Dann tun die ganz Spezialwaffen, ich meine die Doppelwaffen, die Meisterwaffen, die Kriegerwaffen, sonstige Dualwaffen noch, also sprich, man halt 2 noch mehr Waffen ausrüsten kann. Die ganzen Entwicklungen noch alle aufs Höchstlevel trainieren. Ja, wird schon dauern, Freunde, und deswegen müssen wir ein bisschen verteilen. Soll ja auch ein bisschen abwechslungsreich sein, war das Ganze. Natürlich auch die DLCs sind ja auch gut zum Trainieren. Daher läuft das schon. So, noch ein Gespräch, dann bin ich auch mal fertig mit meinem Gequatsche hier. Michael und Selena. Jo, wir wollen den Rang A haben für das besondere Gespräch mit ihr. Aber sagt er nicht. Ja, was? Ich kann sagen, was ist eine Yukata? Ein süßes Kleid, ähnliches Gewand als Hoshido. Hä? Kommt aus Noah. Also, denken wir zumindest. Wer hat überhaupt keinen aus Noah? Aha, der erste Hinweis. Sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn man sich sie anguckt, weiß man ja eigentlich, woher sie eigentlich kommen sollte. Oder dann irgendwie eine... Ne, ich sage jetzt mal nichts weiter. Wir fahren ja als spätestens mit Rang A.
Ich käme aus nur du. Entschuldigung, bin verwirrt. Ja. Vielleicht mal interessant, wenn man sie mitnehmen können in DLCs zumindest. Ah, nein, sie hat doch fast schon gespoilert. Kleiner, was klein? Drittbester Freund? Interessant war Rang C so gesehen der dritte Support-Rang, weil Rang S ist, also Freundesrang, aber Rang S ist eigentlich Partner, Lebenspartner. Wäre Rang A vermutlich der erstbeste Freund, Rang B der zweitbeste Freund, Rang C der drittbeste Freund. So, Ausverkauf natürlich immer geil. Was nehme ich mit? Tomahawk, ja, meine Sache ist eigentlich immer gut. Donneraxt wäre eigentlich etwas für Camilla. Und Tomahawk will ich eigentlich auch gerne haben. Problem bei Tomahawk, wir kennen es, das Teil trifft einfach nur so verdammt scheiße, dass du eigentlich gar nicht machen kannst. Ich würde sagen Stahlachs, weil er soll vor allem kritten. Daher ist eine Meisteraxt sicher cleverer. So. Ganz gut aus, Berserk-Axt dann noch für mich mehr Damage, weil ich es unbedingt brauche. Wurfball von Entfernung, auch logisch, haben wir halt für Special-Truppen. So, jetzt wollte ich noch Silas vor allem, soll endlich mal noch seine Silberlanze kriegen. Schon krass, was Silas hier bereits Rang B ist mit allen Waffen. Ich überlege auch, wie ich ihn halt hier trainieren soll, wa? Ihr wisst ja die Entwicklungen von ihm. Rittmeister, der Erzritter. Problem ist, Rittmeister ist Sender ja auch schon. Wäre doof, wenn ich jetzt 2 Rittmeister nach dem Team hätte. Erzritter hingegen hätte halt die Schwäche wegen, also sprich, anfällig auf Hammer und so weiter. Fragen war. So, nehmen einladen, nachher sind wir langsam mal durch hier. Hofshändler mal. Unsere Schwester! Ja, Stiefschwester, Entschuldigung. Hey! Hey! I want to get stronger so I can protect the people I love. Like you! Augenzwinkern. Ach, Elise ist schon eine Süße. Man hat eine verdammt interessante Frisur, muss man sagen, ey. Also, wie viel, weiß auch nicht, Stärkemittel musst du da reinkippen, damit das überhaupt hält? Das ist ja wahnsinnig. Das ist die Frisur. Ja, das ist nicht mehr 3 Wettertauf, da muss schon 10 Wettertauf sein. Egal, Kapitel 15 Ringbogenweise. Das ist nicht so leicht wie zuvor gedacht. Ja, kennen wir eigentlich auch schon. Waren wir auch schon, ne? Im Vermächtnis. Lustig. Mal gucken. Kapitel 15, der Regenbogenweise. Oh yeah. Notrus Segas. Sei gegrüßt, Reisender. Es muss dich einige Mühe gekostet haben, Notrus Segas zu kommen. Hast du das zu erledigen? Yes. Wir hörten, dass Ringbogenweise hier leben soll. Wir brauchen seine Hilfe. Kannst du bitte sagen, wo wir ihn finden? Die Waffe, die du besitzt, das ist das Jato, nicht wahr? Ja, Jesus, ich bin überrascht, dass du es kennst. Oder erkannt hast. Wieso willst du noch Ringbogenweise in Beberas treffen? Strebst du nach Macht? No. Nein, wir wollen ihm nur eine Frage stellen. Du bist auf Suche nach Wissen. Faszinierend. Auf dem Gipfel vom Berg Segas steht das 7-fache Heiligtum. Man sagt, dass Beberas im obersten Stockwerk residieren soll. Der Berg ist sehr hoch, die meisten Leute erreichen nicht einmal das Heiligtum. Und das ist alles, was ich weiß, wirklich. Thank you. Danke für deine Hilfe. Wenn wir mehr über den Beberas erfahren, teilen wir dieses Wissen mit dir, den Beberas vor allem. Versuch auf dem Weg nach oben nicht zu sterben. Wie meinen? Ja, der hat eigentlich gespaßt. Das ist das Steilsberg, auf dem er je war. Are you okay? Geht's dir gut? Hey, alle zusammen, wenn ihr müde werdet oder eine Rast braucht und sagt etwas, wir können immer pausieren. Was mit dir, Michael? Du siehst blass aus. Wieso fliegt sie eigentlich nicht? Sie hat doch extra ein Weibern. Ein Wyvern. Er hat einen Rückentrang. So. Mir geht's gut, danke. Übrigens, sind wir zu schwer mittlerweile.
Geht's dir gut, Elise? Du hast mir gut gefangen, Sakura, danke. Den ganzen Berg hinunterzufallen hätte bestimmt richtig wehgetan. No. Ich glaube nicht, dass du den ganzen Berg hinuntergefallen wärst. Ach ja, Schwestern, so wie es sein sollte. Hoshido nur vereint. Sieh nur, ist das 7-fache Heiligtum noch in der Ferne? Oh. Das muss es sein. Es geht wohl kaum zwei davon hier oben. Der Gipfel muss schon ganz nah sein. Paperus war im obersten Stockwerk, Yeah? Ja, was bedeutet, dass unsere Prüfung bald beginnt? Ryume sagt, dass Paperus nun die Stärksten empfängt. Ich glaube nicht, dass es eine einfache Aufgabe wird. Yes. Ja, wir sollen am besten mit allem rechnen. Das ist sowieso. Tun wir eigentlich immer, oder? Was? Sind wir bereits da? Ja, das Kapitel kennen ja, Freunde. Und wie gut wir es kennen. Illusion. Ohne Mochi, aber sonst nichts, die Girls haben bekommen, okay. Ja, und sonst, wie es aussieht, relativ, sogar eigentlich sehr human. Die haben keine Fähigkeiten, nix. Das wird wohl relativ ein einfacher Spaziergang werden für uns, wa? Schätze ich mal, denke ich mal. 2 Touren bisher noch. Okay, dann wäre Tourenschlüssel, gut. Das heißt, ich kann Käse in eine Richtung schicken, nicht in beiden. Wir brauchen jetzt 2 für jeweils eine Richtung. Sehr gut. Mal gucken, nehmen wir alles mit, wa? Geister mir einer mehr aus untoten Schatten. Lecco mio. Das Face, ey. Schon übel. Sind immerhin 30, wir sind nur zu 9. Oh, wir dürfen nur 9 Truppe mitnehmen, das ist voll fies. Ja. Erstmal raus, ihr kennt ja meine Aufteilung. Erstmal die Königlichen voraus. Das heißt, gehen wir das Ur fangen wir natürlich an. Da können wir ja Camilla nehmen. Wo ist er? Wir können natürlich Takumi mitnehmen, genau. Dann haben wir noch Elise und. Wo ist sie jetzt? Ja, Elise schon, wo ist die andere? Hallo Sakura, da unten bist du ja. Elise und Sakura haben wir schon mal 6. Wir können noch 3 mitnehmen, ja, leg mich am Arsch. Case bin zum Trainieren und ich würde sogar sagen, wir lassen mal Silas, Kaden und Keaton alle weg. Hayato auch, Selena. Hey, das ist Selena oder Charlotte, wa? Aber Charlotte wäre halt. Charlotte sage ich schon. Selena wäre halt kurz im Level Up. Also sprich, es hätte nicht mehr so viel. Und außerdem jetzt natürlich. Na gut, haben wir Charlotte ja auch. Sie hat einen Panzerbrecher halt noch. Die gute Selena. Machen wir so. 9 Truppen nur. Warum nur 9 Truppen? Das sind viel zu wenig. Gegen 30. Das Verhältnis stimmt überhaupt nicht. Vorne und hinten nicht. Ich sage, wir haben viel zu viele Truppen. Du kannst machen, was du willst. Nimmst du noch irgendwie Maistags, wenn du Schlauten im Hinnehmen kann ich durchaus das so machen. Ich denke, da 2 Waffen müssen zu wenig sein, aber was soll er sonst mitnehmen? Egal, erstmal entwickeln, wa? Kinji-Ritter wäre eine Variante, sage jetzt einmal nö, weil ich finde Scharfschützen für ihn viel, viel besser. Wohl, ja doch natürlich Fähigkeit plus 3. Es wird Zeit für unseren Lord Takumi. Takumi digitiert zu zum super mega krassen Sniper. Ein Scharfschütze. Yo, Mann. So läuft's, Freunde. Sehr gut. Takumi, der mega Scharfschütze. Alter, Fähigkeit 27. Der muss was jetzt mal kritten. Natürlich, Verteidigung und Resistenz ein bisschen wenig. Magie überhaupt 0. Ja, Ich glaube, echt einen magischen Bogen gibt's gar nicht, wa? So eine Art Magiebogen. Wäre zwar teilweise noch nice, aber nö, lassen wir noch. Ansonsten, was haben wir noch so? Ich glaube, so ein. Beni, hä? Was kriegst du? Die harte Lanze vielleicht? Von, wenn sie natürlich nicht mitkommt. Bei dir eigentlich beides nehmen, wa? Da überlege ich noch ein bisschen im Hinterkopf, aber nee, stimmt schon, so Panzerbrecher. Meisterlanze bringt schon eher. So,
Unsere Speicher sind sowieso ganz links unten, also da dauert sowieso eine Weile, bis sie da sind. Also, null Problemo. Wie mache ich das? Ich denke mal, Heil nach hinten, logischerweise. Dann natürlich Benny nach vorne. Der kann sowieso noch so weit laufen. 4 Felder bloß. Lecco mio. Ja, der vorhin noch bekommen habe. Das Offscreen werden wir überlegen. Ja, Stiefel wäre bei dir vielleicht eine Variante, damit du mit der 5 Felder laufen kannst. Schon mal, und die anderen vielleicht für Asura noch. Hast schon mal beide aufgebraucht. Drachenkräuter. Doch, nicht, da warten wir noch. Aber ja, 5 Felder laufen muss schon, dann Asura halt kriegt dann noch 1, genau. Wie gewohnt. Wenn sie halt schon noch singen muss und so weiter und so fort, dann ist es eigentlich schon notwendig, dass es ein bisschen weiterlaufen kann. So, let's fight! Ihr müsst nach solchem langen Aufstieg müde sein, wenn ihr jedoch Baby Rust treffen wollt, müsst ihr die Prüfungen bestehen, die nun vor euch liegen. Nur dann ist es auch möglich, die Tür zum obersten Stockwerk zu öffnen. Hört meine Worte, ihr seid verdammt! Verdammt, seid ihr verdammt! Nö. Sehe ich nicht ein. Wir kommen wohl da raus. Ja. Ja, von dem Tiergeist. Da soll er erstmal ein bisschen noch näher rangehen. Erst im nächsten Zug dann sogar. Die Treppen erklimmen. Dann müssen wir Speed bringen, relativ viel. Was bringst du eigentlich? So mehr Verteidigungsresistenz. Das hingegen wäre eine Variante. Treppe. Da bin ich. Was gibt's? Ja, zweimal ist übel. Ja, und natürlich einschalten, logischerweise. Damit ihr auch etwas seht. Ich hoffe, er crittet. Betty crittet. Mach einen Crit. Er macht keinen Crit. Ausweichen. Er weicht nicht aus. Betty, du hörst nicht auf mich. Benny, was soll das? Wieso hörst du nicht auf mich? Auf deinen großen Bruder. Was? Oh, scheiße. Ja, das fängt schon mal sehr gut an. Lass mal gucken. Das Blau, das Grün. Mach mal so. Für Unterstützung Takumi, der kann 6 Felder. Kommt zwar nicht weit. Leider. Case. Was für ein Stehs? Verstehst du? Nö. Versteh nix. Erst ein bisschen singen. I'm singing for you. Wie gewohnt. So, jetzt muss er leider weg, Kumpel. Und zwar mit Drachenstein-Action. Boom. Sorry. Ja, sorry. Ja, würde man sagen, war es mal für uns schon beinahe, aber der Part ist schon längstens vorbei. Wir schauen mal noch auf den Gegner, was er so macht. Autsch! Er greift an, wie kann er das wagen? Oh oh. Na gut, bis jetzt mal einmal treffen. Geht doch. Geht eben doch nicht. Müssen wir neu anfangen? Alter, habe ich ein Schwein. Bitte was? Shura? Was macht Shura hier? Freunde, was macht Shura hier? Das will es mehr von der nächsten Folge wieder hier bei Offenbarung. Bis dahin, tschüss.